da und Wortspiel. Aber es gibt ein Thema, das am Herzen liegt. Männlichkeit. Und da muss auch etwas darüber gesagt werden. Darum heisst der Text auch das Ende von meiner Männlichkeit. Vielleicht als Triggerwarnung, es geht auch um psychische Gesundheit und Suizidgedanken. Geboren werden heisst ein Geschlecht zu bekommen. Männlich und weiblich, aber eigentlich hast du nichts davon. Nur fest verankerte Normen und Strukturen, schon fast lähmend für eine Gesellschaft zum Verfaulen. Drücken uns in bildliche Rollen. Die Rollenbilder, Care-Arbeit sind nur für Frauen. Für die Finanzen müssen sie am Mann vertrauen, weil geht es um Gehaltsnorm, sind wir vielleicht übermorgen mal so weit wie Pandemie. Applaus auf dem Balkon und die Diskussion scheint vorbei. Es wird uns eingebrannt von klein auf. Tief in unsere Köpfe machen doch die Scheuklappen ein bisschen auf. Aber es ist schon zu tief in unseren Köpfen. Als Kleine mit den Autos müssen spielen. Auch wenn mir Barbie wäre lieber gewesen. Ich durfte nicht in der Spielküche stehen, weil ich ja kein Mädchen bin. Ich musste mich verstellen. Ich nicht sein, wer ich bin. Bin ich gesehen worden im Dunkeln wie im Hellen. Ich habe nicht gewusst, ob ich überhaupt noch bin. Die Sozialisierung ist jetzt das Problem. Die Festigung der Bilder mit dem Erwachsenen extrem. Die Festigung ist toxisch und führt dazu, dass Männlichkeit, die froh wäre, wenn Feminismus tot ist. Als Mann darf ich ja gar nichts mehr sagen. Weißt du warum? Deine Aussagen sind sexistisch. Frauen sollen sich nicht so haben. Du verstehst es nicht. Nur Ja heisst Ja und der Rest geht dir und mir verdammt nochmal nichts an. Bist du kein richtiger Mann, so wie du Frauen verteidigst? Das ist keine Verteidigung, aber das kannst du nicht verstehen. Und ich bin mehr Mann, als du je wirst sein, auch wenn ich gar keiner bin. Weil lernen wirst du, glaube ich, nie. Die Männlichkeit wird gejagt. Männer immer weicher und von allen geplagt. Du fragst dir, was dir noch bleibt davon. 11% mehr Lohn zum Beispiel, du Arschloch. Aber da redest du ja nicht davon. All diese Diskussionen, ich bin so satt. Statt Gleichberechtigung und Behandlung, Solidarität und Konsens, nur Unverständnis und ganz viel Hass. Ich stehe vor dem Spiegel und schaue mir in die Augen. Ich packe einen Ziegel, der dich berauben. Ich sehe durch mich durch. Nichts ausser Vertrauen, kein Geschlecht, kein Vorurteil, keine Rolle. Ich sehe mich, ich sehe dich, ich sehe uns alle. Aber alles, was dich so super männlich macht, das klaue ich. Make masculinity small again. Im binären Geschlechtersystem erkenne ich Ambivalenz. Ich bin lange mit dem Strom geschwungen, aber jetzt längt. Ich will hier gar nicht mitmachen, will gar nicht reinpassen, nicht mit Klassen mithassen, nicht mit Altherren mitjassen, niemand in dunklen Gassen abpassen, keine unpassende Sprüche fallen an der Kasse. Du sagst, die Würde sei da zum Würgen. Du willst Brücken bauen, seist entzückt von Frauen, aber sie müssen schlucken beim Blauen. Und leg sie neben dir, wäre sie für dich wie eine Werbende. So bleibst du kleben im Leben, denn doch deine Tränen bei den Namen, dein Benehmen ist zum Schämen, so musst du dann eben deinen Geist beleben. Wenn das so männlich sein soll, sehe ich das Ende der Männlichkeit. Warum männlich sein, wenn ich einfach menschlich sein kann? Die Stereotypisierung hat dazu geführt, dass ich nicht mehr sein wollte. Verzweiflung, Trauer und Wut, aber du fändest es gut, hätte ich wie ein richtiger Mann ein bisschen mehr Mut. Und ja, die inneren Konflikte mit der mir zugewiesenen Männlichkeit haben mir fast mein Leben gekostet. Zum Glück habe ich vom Leben ohne Männlichkeit gekostet. Also komm du mir nicht mit, ich sei schwach, falsch und faul am Platz. Das habe ich selber genug lang das Gefühl gehabt. Mach du zuerst mal die Auseinandersetzung mit deiner Männlichkeit Platz. Du hast Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Matriarchat. Die Zukunft ist gleichberechtigt. Aber du meinst ja, die Männlichkeit werde gejagt. Also sind wir da jetzt dran? Das Patriarchat brennt. Ich habe es schon lange abgegeben, meine Männlichkeit. Ich gehe sie endgültig auf in diesen Flammen. Ich kann sein, wer ich bin. Und es ist verdammt nochmal richtig und schön, non-binär zu sein. Merci für mal langen Tag.